Hallo, da ist Dani. Ich brauche weibliche Pronomen. Wie sind deine Pronomen? Heute lernen wir Dani kennen. Dani ist non-binär, identifiziert sich weder als Mann noch als Frau. Also ich tue das gerne so beschreiben, also mein Körper ist männlich und das mag ich. Und alles andere empfinde ich als weiblich. In dieser News Plus Folge erzählt Dani, was es bedeutet, mit einer nicht-binären Geschlechtsidentität zu leben in der Schweiz. Und warum Dani hofft, dass es jetzt nach Nemos Sieg beim Eurovision Song Contest vorwärts geht in der Politik. Und zwar in Sachen Rechte für non-binäre Menschen. Schön seid ihr dabei. Ich bin Romana Kaiser und meine Pronomen sind sie, ihr. Vielleicht geht es euch auch so. Also ich habe einen richtigen Ohrwurm seit diesem Wochenende. The Code. Der Siegessong von Nemo am Eurovision Song Contest in Malmö. Und dieser Song ist sehr politisch, denn er dreht sich um das Leben von Nemo als non-binäre Person. Und jetzt, nach seinem Sieg, fordert Nemo vom Bundesrat, dass dieser die Rechte von non-binären Menschen in der Schweiz stärken soll. Also ich setze mich ganz klar für einen dritten Geschlechtseintrag ein. Ich finde, es ist mega wichtig, dass das möglich ist in der Schweiz und dass das möglich gemacht wird, so schnell wie möglich. Ich werde das einfach so lange sagen, bis es passiert und mich dafür einsetzen. Die Debatte rund um ein drittes Geschlecht im Schweizer Pass, die nimmt gerade wieder so richtig Fahrt auf. In der Politik natürlich, darauf gehe ich später in dieser Folge noch etwas genauer drauf ein. Aber es beschäftigt vor allem auch euch. Die Diskussionen in den sozialen Medien und Online-Kommentarspalten, die laufen heiß im Moment, zum Beispiel in der SRF News App. Und auch von News Plus Hörerinnen haben wir Nachrichten bekommen. Annabelle zum Beispiel hat uns per Mail an newsplus@srf.ch gefragt, wie die Situation von Menschen mit nicht-binären Geschlechtsidentitäten eigentlich aussieht in der Schweiz. Und darüber reden wir eben heute mit Dani. Dani lebt im Kanton Solothurn, ist 47 Jahre alt, hat 2 Kinder und vor gut 2 Jahren hat sie, Dani, sich als non-binär geoutet. Dass sie non-binär sei, das sehe man ihr an, meint sie. Auf den ersten Blick kann man mich männlich lesen, auf den ersten Blick. Und während dass ich arbeite, dann ist das sicher so. Es schwingt aber auch immer ein bisschen mehr etwas anderes mit. Also ich tue viele Menschen verwirren, weil wir halt nicht den gesellschaftlichen, männlichen Ansichten entsprechen. Ein bisschen anders sieht es aus im Privatleben. Dort tue ich sehr viel auch weiblich gelesene Kleider anlegen. Oder tue mich auch schminken. Oder laufe viel auffälliger umeinander. Für mich ist das so ein bisschen auch eine Kleidung zu tragen von beiden Geschlechtern. Das ist für mich so ein Ausdruck von mir, von was heisst, non-binär zu sein. Dani verwirre viele Menschen, sagt sie, weil sie eben nicht den Normen entspreche. Weil Danis Körper und Stimme männlich sind, alles andere aber weiblich. Die Pronomen zum Beispiel, die Dani für sich verwendet. Sie und ihr. Und auch ich merke im Gespräch mit Dani, dass ich schnell einmal das falsche Pronomen benutze. Jetzt, wenn ich so ihr Profilbild anschaue oder jetzt auch mit ihnen rede, sie hören, dann lese ich sie so auf den ersten Blick oder aufs erste Hören schon auch eher als Mann. Wie erleben Sie denn das sonst so im Alltag? Ja, das Bild von einem typisch non-binären Menschen in der Gesellschaft wird so gelesen als androgynes Wesen, das nicht Mann und nicht Frau ist. Und das musste ich lernen, dass also es gibt so viele non-binäre Menschen, wie es Menschen gibt. Und es gibt non-binäre Menschen, die sehr weiblich sind non-binär. Es gibt Menschen, die männlich gelesen werden, die sind non-binär. Und es gibt Menschen, die sehr fluid sind, das ist auch non-binär. Und ich glaube, das ist das, was ich in der letzten Zeit lernen musste, dass ich non-binär bin, auch wenn ich männlich wirke, aber dass ich non-binär bin, wenn ich jetzt schon ein Röckchen anhabe und Lidschatten anhabe. Das ist völlig okay. Dani sagt mir, sie zeige sich gerne, trage gerne weiblich gelesene Kleider, schminke sich. Aber das alleine mache ihre non-binäre Geschlechtsidentität noch lange nicht aus. Dahinter stecke noch viel mehr. Wenn ich so ein bisschen zurückgehe in die Geschichte, also ich mag mich erinnern, ich habe als Kind sehr gerne weiblich gelesene Kleider, also sprich meine Mutter hat Kleider gehabt, die habe ich gerne angelegt. Und also ich habe zum Beispiel mein Handtüchchen genommen, zum Haar simulieren und dort habe ich mich so wie sehr, sehr wohl gefühlt drin. Und dann ist eine Zeit gekommen in meinem Leben, wo ich gefunden habe, nein, das ist ein Teil von mir, den ich nicht mag und habe den abgedrückt.
Und später ist das wie wiedergekommen. Das ist genau in der Corona-Zeit wiedergekommen, wo sich die Fragen wieder manifestiert haben, wo ich einfach gemerkt habe, das ist ein Teil von mir, wo noch nicht wirklich da ist, wo noch nicht zeigbar ist. Und dann habe ich den Mut gefasst, zum nachher herauszufinden, ja, was ist denn das genau? Was heisst das ich in meiner Identität? Weil vielmal ist es so, dass gerade queere Menschen sich so wie eine Überidentität geben, um überhaupt passen und dass man sich wegdrücken kann, wenn man wirklich ist, was halt unangenehm ist, was gesellschaftlich auch nicht so anerkannt ist oder gern war. Noch kurz, Dani benutzt hier das englische Wort Passing, also durchgehen. Und gemeint ist damit, dass eine non-binäre Person, je nachdem, wie sich diese Person kleidet oder verhält, als Mann oder als Frau in der Öffentlichkeit auftreten kann. Aber Dani wollte nicht nur passen, sie wollte lieber authentisch sein. Ich bin dieser Frage nachgegangen, ob ich eine binäre Transfrau bin. Und das wäre okay gewesen. Und als ich mich dann so dort reingegeben habe, habe ich gemerkt, nein, es ist eine Non-Binarität. Also ich tue das gerne so beschreiben, also mein Körper ist männlich und das mag ich. Und alles andere empfinde ich als weiblich. Eine Transfrau ist Dani nicht. Sie fühlt sich wohl mit ihrem männlichen Körper und ihrem weiblichen Innern. Es war wie eine Schablone, die verrutscht war. Und jetzt mit dem Inneren und mit dem Äußeren, wo ich jetzt stolz sagen kann, das bin ich, jetzt stimmt's. Vor 2 Jahren hat Dani begonnen, sich als non-binär zu outen. Sie war damals 45. Wie hat denn ihr Umfeld auf das Outing reagiert? Also ich habe zuerst angefangen, und das rate ich jedem Menschen an, jedem queeren Menschen, einfach dort, wo es am einfachsten ist, sprich bei meinen FreundInnen. Und das war sehr überraschend für mich, weil die haben das einfach so akzeptiert. Aber okay, es ist einfach so und viele habe ich wie neu kennengelernt, aber auch einige sind bestanden und die haben eigentlich praktisch alle haben das so übernommen. Klar, es sind ihnen auch manchmal haben sie misgendert oder so, aber einfach so, wenn ich gemerkt habe, die glauben wirklich, was ich da sage. Das eine, dann Familie, habe ich das eigentlich auch recht früh gesagt, weil ich habe nicht gerne Geheimnis und das ist sehr gut angekommen, also sehr gut im Sprich von. Also sie haben es nicht verstanden, aber sie haben es versucht zu verstehen. Und Reden ist dort wichtig und halt manchmal sagt man 1000-mal das Gleiche und das ist das Wichtige, oder? Dass man mit den Menschen redet. Und bei der Arbeit ist das, ich habe das mal offiziell gemacht und das funktioniert eigentlich sehr gut. Auch dort kommt es manchmal vor, dass sie misgendern und so. Aber ich glaube dort, ich habe mich menschlich nicht verändert. Das ist der Punkt, oder? Ich würde gleich Mensch bleiben. Einfach näher an meiner Wahrheit. Ich würde gerne noch schnell nachfragen, bei der Familie, Sie haben ja 2 Kinder, 2 erwachsene Kinder. Wie war es für Sie, wenn der Vater plötzlich non-binär wird? Oder wie sagen Sie ihnen? Sie sagen mir Papa. Und das ist völlig okay für mich. Also Vater wäre, glaube ich, auch so ein bisschen komisch. Da würde ich mich nicht angesprochen fühlen. Ja, ich habe vor 17 Jahren das Outing als schwuler Mann. Und das haben sie eigentlich von Anfang an mitbekommen. Und sie sind so wie prägt gewesen, dass ihr Papa anders lebt, wie jetzt der grösste Teil von Vätern, die sie kennen. Und wo dann das zweite Outing ist vor gut 2 Jahren, habe ich das auch thematisiert und ich habe dann angefangen, mich schminken zum Beispiel oder mit Röckchen umeinander laufen und das ist wie okay gewesen. Es ist so niederschwellig gewesen. Ich glaube auch dort, ich habe kein Geheimnis daraus gemacht und durch das haben sie es auch gut aufnehmen und respektieren und mittlerweile sind es sehr gute Allies geworden, also Verbündete geworden. Trotz der Offenheit von Familie, Freundinnen und Freunden und übrigens auch den Leuten im Job, das Leben mit Danis Wahrheit, also der nicht-binären Geschlechtsidentität, das sei im Alltag nicht nur einfach. Der Alltag für mich als non-binärer Mensch ist, dass ich eigentlich in der Gesellschaft recht gut durchkomme. Das Problem ist dann, wenn ich merke, also wenn ich zum Beispiel am Wochenende nicht mehr hergehe, ich zum Beispiel ein Röckchen habe oder geschminkt bin, dann gibt es Reaktionen. Und die Reaktionen, die kann ich an Tagen gut handeln, aber es gibt Tage, wo ich auch jeden Blick merke und das ist nicht immer einfach, das ist halt auch tagesformabhängig. Aber ich weigere mich nicht so umeinander zu laufen, weil ich finde, wenn ich mich dort zurücknehme oder wenn ich mich dort einenge, dann mache ich es auch an anderen non-binären Menschen, die mit mir leben oder die nach mir kommen, schwieriger. Weil die Gesellschaft muss sich daran gewöhnen oder muss akzeptieren und muss uns sehen, dass es non-binäre Menschen gibt. Und hier kommt jetzt eben wieder Nemo ins Spiel.
Nemo hat an diesem Wochenende am Eurovision Song Contest Finale in Malmö non-binäre Menschen und deren Anliegen auf die große Bühne geholt. Mit Nemos Song «The Code», mit der non-binären Flagge, die Nemo geschwenkt hat, auf der Bühne in Gelb, Weiß, Violett, Schwarz. Und auch mit Nemos Forderungen an die Politik, dass eben auch die Schweiz ein drittes Geschlecht anerkennen soll. Auch Dani hat natürlich mitgefiebert mit Nemo. Ich habe das mit grossem Interesse mitverfolgt. Ich bin am Samstag vor dem Fernsehen gehockt und bin super glücklich gewesen, dass das passiert ist. Einerseits habe ich mich sehr für Nemo gefreut, andererseits ist mir bewusst worden, wie wichtig dass der Sieg jetzt gerade für non-binäre Menschen in der Schweiz ist. Und warum ist das so wichtig? Der Sieg ist so wichtig für non-binäre Menschen, weil vor 1,5 Jahren hat der Bundesrat entschieden, dass die Gesellschaft nicht bereit ist für den dritten Geschlechtseintrag. Und der Sieg hat ein für alle Mal deutlich gezeigt, dass die Zeit jetzt richtig ist, also dass die Gesellschaft bereit ist. Wie viele non-binäre Menschen in der Schweiz leben, ist nicht wirklich klar. Wie denn auch? Ich meine, non-binäre Personen müssen bei ihrem Geschlechtseintrag im Pass zwischen männlich und weiblich wählen. Sie sind also in der Statistik sozusagen unsichtbar. Letztes Jahr aber kam eine Studie des Umfrageinstituts Ipsos zum Schluss, dass rund 6% der Schweizer Bevölkerung sich als transgender, non-binär, genderfluid oder als anders als männlich oder weiblich bezeichnen. Das so als ungefährer Richtwert. Politisch ist ein dritter Geschlechtseintrag im Pass umstritten. Der Bundesrat hat sich 2022 klar gegen die Einführung eines dritten Geschlechts ausgesprochen. Die Gesellschaft sei noch nicht dazu bereit, hieß es damals. Und kritische Stimmen aus der Politik sind auch heute deutlich. Die Zürcher SVP-Ständerätin Barbara Steinemann zum Beispiel hat heute Morgen gegenüber Radio SRF gesagt, man könne es mit dem Minderheitenschutz auch übertreiben. Es brauche kein drittes Geschlecht. Er kann natürlich so leben, wie er möchte und sich so fühlen, wie er möchte. Das sollte in der Freiheit jedes Einzelnen sein. Aber die andere Frage ist, welche Rolle dabei dem Staat zufällt. Ob er auf jede Minderheit, die ihre Rechte reklamiert, gleich eingehen soll oder ob er es einfach bei der binären Geschlechtermodell bleiben lassen soll. ESC-Sieger Nemo trifft sich jedenfalls demnächst mit Bundesrat Beat Jans. Die beiden suchen aktuell einen Termin, um Nemos Anliegen für non-binäre Menschen in der Schweiz zu diskutieren. Dazu gehört auch Dani. Und Dani hat große Hoffnungen, dass jetzt etwas geht. Es ist vor allem ein Zeichen, dass non-binäre Menschen gesehen werden. Es ist ein Zeichen, dass sie eine Wertschätzung bekommen. Es ist ein Zeichen, dass sie auch eine gesetzliche Unterstützung haben. Es gibt, den Diskriminierungsschutz gibt es für Non-Binäre und für Transmenschen in der Schweiz nicht. Das ist etwas, das muss kommen. Das ist ein Zeichen von Sicherheit für uns. Für Menschen, die cis sind, also die sich mit dem Geschlecht wohlfühlen, wo ihnen bei der Geburt zugeschrieben worden ist einfach, das ist kein Problem. Aber für non-binäre Menschen, für Transmenschen ist das anders. Wenn die Existenz bis jetzt in der Schweiz, also bis jetzt ist es so, dass unsere Existenz nicht gesehen wird. Und mit dem dritten Geschlechtseintrag wäre das ein wichtiger Schritt, dass non-binäre Menschen gesehen werden, dass sie ernst genommen werden und dass da, wo für viele Menschen in der Schweiz selbstverständlich ist, auch für die selbstverständlich wird. Zum Schluss, ich habe es schon mal kurz angetönt, ich habe heute immer wieder ein Durcheinander gemacht mit den Pronomen. Zwar in der Recherche schon und dann auch beim Texten, habe er anstatt sie verwendet, war unsicher, ob ich Dani jetzt richtig anspreche oder nicht. Und ich frage mich, was soll ich tun, wenn ich ganz grundsätzlich nicht weiß, wie ich einen Menschen jetzt ansprechen soll? Einfach mal fragen. Da kann man nichts falsch machen. Oder sonst einfach, wenn man sich wirklich nicht so unsicher ist, also vielleicht einfach mal kein Pronomen brauchen oder Hallo und den Namen brauchen, wo das ist eine neutrale Anrede. Und das ist ein guter Einstieg. Und vielleicht kann man dann später mal fragen, wie sind das deine Pronomen genau? Ich bin unsicher. Und das ist immer ein guter Einsatz. Besser nachfragen. Ja, und nachfragen könnt auch ihr. Bei uns. Wenn ihr etwas wissen wollt zu diesem oder auch ganz anderen Themen. Schreibt uns doch eine Mail an newsplus@srf.ch oder ihr könnt auch gerne eine Sprachnachricht schicken auf 076 320 10 37.
Das News Plus Team zum Wochenstart, das waren Marc Alemann, ihr ihm, Tim Eckimann, ihr ihm und ich, Romana Kaiser, sie, ihr. Merci fürs Zuhören und bis gleich.